Moin Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, den Podcast ob Hoch und ob Plattdeutsch. Ich bin Niklas Saul. Und ich bin Thorsten Bornsen. Jo, und ja, von dort hab wieder Thema französische Wörter in Plattdeutsche, beziehungsweise eigentlich allgemein die Franzosen-Tiet und das Plattdeutsche, so. Ich kann ja wirklich gar kein Französisch. Also quasi nix. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, was das vielleicht viel mehr französische Wörter in Plattdeutsche gibt, als ich so denk, und ich erkenne die einfach nicht. Ähm, aber, ja, das gibt ja doch so ein paar, die zumindest so ein bisschen, ja, vielleicht erstmal auch anders klingt, als so das restliche Plattdeutsch. Oder wo ein doch so ein bisschen mit so vielleicht auch mit Englischkenntnisse so ein bisschen so einen französischen, romanischen Achtergrund sich zumindest denken kann. Also zum Beispiel wie Couleur für Farbe, also wie in englische Color. Ähm, oder das schöne Wort Plaisir für Vergnügen, was ja auch, ja, was tatsächlich ja auch so, genau, erstmal vielleicht einfach auch nicht ganz so Plattdeutsch Süd als andere Wörter. Ähm, genau, gibt das da noch viel mehr Beispiele? Oder ist das, kannst du Französisch? Nee, Auch nicht? kann ich auch nicht. Also, Also, das ist hier der Expertenrund von durch. Nee, aber, kann ich nicht. okay, nee, aber gibt das doch noch viel mehr Wörter? Oder ist das so inschränkt eher, ob so ein paar? Ja, also es gibt schon noch deutlich mehr Worte, die auftauchen. Das hat aber auch so mit regionalen Unterschiedlichkeiten zu tun. Du hast ja schon gesagt, also Kleur für Farbe und Plaisir für Vergnügen. Übrigens ja auch so da gibt es ja so fast wie im Englischen, ne? Also so, wo dann Duke and Lord, also wo es dann immer eine Mhm. romanische Wurzel gibt und eine germanische. Manchmal ist es im Plattdeutschen auch so, Plaisir und Vergnügen oder Vergnügen. Ne? Also so hast du diese beiden Möglichkeiten tatsächlich. Ja. Fautstich und Trottoir. Mhm. Das gibt es auch beides. Ne? Also, das ist nicht immer so, aber in vielen Fällen ist das so. Und dann gibt es noch regionale Besonderheiten. Zum Beispiel sagt man im Ostfriesland, wenn man jemanden besucht, ob Visit gehen. Mhm. Mhm. Also jemanden besuchen, ne? Also Ja, so eine Visite Visite machen. abzustatten. Hätte dann aber nichts mit Krankenhus zu tun. Nee, das hat nichts mit Krankenhaus zu tun und es hört sich sehr vornehm an und ist dann aber tatsächlich einfach so ein Lehnwort, was man aus dem Französischen übernommen hat hier. Mhm. Es gibt noch ein paar mehr ganz bekannte, die auch immer noch ganz gut im Umlauf sind, zum Beispiel die Buddel. Ne? Mhm. Die Bouteille, daraus ist im Plattdeutschen die Buddel geworden und nach dem unsterblichen Hit von den 50 Pence, Bannig Kommodig, ist natürlich, ist das Wort kommodig auch Mhm. französisch. Also ich meine, das war es auch schon vor dem Hit, Mhm. aber der hat es ja nochmal so ganz richtig unter die Leute gespült. Also es sind schon eine ganze Reihe Wörter, die aus dem Französischen kommen. Ist das nicht so, dass auch tatsächlich Tschüss von Adieu kommt? Also das hätte doch auch französischen Achtergrund, oder? Ja, genau. Also da hast du sozusagen ja schon die Hälfte des Weges skizziert, denn heutzutage ist ja im Grunde nur das verkürzte Tschüss Mhm. überhaupt übrig. Ne? Also Tschüss ist ja schon selbst im Plattdeutschen altertümlich. Also Sehe ich so, keinen mehr. da sagt keiner oder das sagt einfach kein Mensch mehr. Tatsächlich müsste es aber so heißen, es müsste Tschüss heißen, denn es kommt tatsächlich von Adieu. Mhm. Also so davon ist Tschüss geworden. So, ne? Also so. Und daraus dann Tschüss, die Kurzform. Jetzt sagt man das überall und natürlich auch nicht mehr nur in Norddeutschland, sondern das hat sich irgendwie über ganz Deutschland verbreitet. Aber genau, so ist das.
Es gibt, wenn wir schon im altertümlichen Platz sind, dann gibt es noch so Dinger, so ein paar Dinosaurier wie sich verdifferendieren. Ah ja. Mhm. Sich verdifferendieren ist, ja klar, sich verteidigen. Ne? Also so, das macht man auf Plattdeutsch auch am besten auf Französisch mit sich verdifferendieren. Also so, da kommt das her. Vielleicht liegt auch so ein bisschen daran, dass man bedauerlicherweise mit den Franzosen ja in erster Linie im militärischen Kontakt war. Ne? Also so, das war in diesem Fall ja eine traumatische Erfahrung für den Norden. Also so, genau. Und, ja. Genau, aber weißt du, was das auch so inwandert ist, ut Prestigegründe? Also so, dass lü französische Wörter übernommen habt, so vielleicht auch als hochdeutsche Wörter übernommen habt, um sich sozusagen, ja, ich kann sogar französische Wörter, also als, ja, kick mal, wo schlau ich bin oder so. Also, weißt du, was das auch so eine Funktion oder eine Rolle spielt hat? Also natürlich ist es so gewesen, dass die Bildungssprache ja auch schon im 18. Jahrhundert und ja schließlich auch im 19. Jahrhundert noch Französisch war. Ne? Also absolut. Und ja, man hat es ja auch bei Friedrich dem Großen, der ja nur in Ausnahmefällen Deutsch sprach, also so, sondern immer das Französische vorzog. Also die Sprache der Gebildeten, der Wissenschaftler war Französisch, der besseren Gesellschaft war Französisch. Und natürlich spielte das auch im Sinne vom Sozialprestige eine Rolle. Auf jeden Fall. Also da wurden diese Dinge eben mit eingeflochten, wie ja auch im Hochdeutschen französische Begriffe mit eingeflochten wurden, um damit nach Bildung nach außen zu signalisieren. Also, auch wenn sich das dann sehr schräg anhörte, zumindest für unsere Ohren. Ja, aber zum Beispiel sowas wie Couleur hat man ja immer, also was als Couleur hat er ja immer noch in Hochdeutsche so, also zumindest in so ein, ja, vielleicht veraltetes, gebildet Hochdeutsch so. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das taucht schon immer noch auf. Auch in den grenznahen Gebieten zu Frankreich, in der Pfalz zum Beispiel, ist das ein Trottoir. So, ne? Also das ist nicht so, das klingt dann weniger elegant als Trottoir, sondern es ist ein Trottoir. Da läuft man eben über den Bürgersteig. Da gibt es das sind viele Begriffe, die da hängen geblieben sind. Also die hatten natürlich jetzt mit Franzosen auch immer noch sehr viel mehr zu tun als sie. Also da war natürlich auch der geografische Kontakt wesentlich enger. Hier ging das im 19. Jahr, Anfang des 19. Jahrhunderts, also im Grunde eigentlich mit den französischen Kriegen los, mit den Eroberungszügen Napoleons und dann 1806 kam er nach Hamburg, nach Norddeutschland. 1804 hatten die Hamburger, die so viel Angst vor ihm hatten, jetzt schon mal angefangen, die Wälle zu schleifen. Da hat man diese gigantischen Wallanlagen runtergeschliffen, weil man schon ordentlich Angst vor Napoleon hatte, der sich jetzt mit seiner Kriegsmaschinerie in Gang setzte und durch Norddeutschland walzte. Und 1806 kam er an und da hat man dann in Hamburg auch gar nicht erst fiese Mantenten, wir kommen noch dazu, was das ist, gemacht, sondern man hat da keine Zicken gemacht, sondern gleich gesagt, wir machen hier die Hütte auf. Das hat gar keinen Sinn. Also so, wir können uns gegen Napoleon nicht wehren. Und Hamburger natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, mit Geld kriegt man alles hin. Ne? Also so die Pfeffersackstadt hat natürlich jetzt auch gedacht, also wir können der Zerstörung entkommen und wir müssen hier keine Menschenleben riskieren, wenn wir bezahlen. Also das gäbe auch den Gorken militärische Verteidigung oder auseinandersetzen? Nee, praktisch nicht. Also so der Senat hat die Bevölkerung aufgerufen, die Ruhe zu bewahren und schön brav und zu sein und nicht kratzbürstig zu werden, sondern man müsste das jetzt auf sich nehmen. Ja. Nee, es hat hier keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben. Man hat die Stadt geöffnet und tatsächlich hat man da wahrscheinlich damit Schlimmeres verhindert, denn letztendlich wehren konnte man sich nicht mehr. Ne? Das Deutsche Reich war
Das Römische Reich deutscher Nation war 1806 vorbei mit der Niederlegung der Kaiserkrone und da war jetzt nichts mehr zu erwarten. Also so, das war das Ende. Und jetzt konnte man im Grunde eigentlich nur noch durch Wohlverhalten versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Genau. Ja. Und das wäre dann auch so der Punkt, wo wirklich nochmal viel französische Wörter in Plattdütsche kommen sind? Also so düsse Tiet? Oder ist das gar nicht so, ist das nicht so ganz klar, von wann das, also was da tatsächlich mit der französischen Besatzung gekommen ist? Doch, das hat tatsächlich damit zu tun. Ich mal so ein Beispiel unter anderem auch für eine technische Neuerung. Das kann man jetzt halten, wie man will, aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Plattdeutschen, die heute noch auf Tante Maya gehen. Also die Älteren kennen das. Damit ist gemeint die Toilette, das Badezimmer. Tatsächlich ist das daraus geworden, daraus entstanden, dass man die Toiletten, die sanitären Einrichtungen für die Armee zentral untergebracht hat, und nämlich im Hauptzelt. Und das heißt auf Französisch Trente Maillot. So, und da ist sozusagen dann im volkstümlichen Plattdeutsch Tante Maya draus geworden. Ne? Also so, jetzt muss ich ins Hauptzelt irgendwie mein Geschäft machen, und da man das eben nicht richtig hingekriegt hat, hat man daraus gemacht, ich gehe jetzt auf Tante Maya. Ja, aber also tatsächlich auf dem Weg ins Hauptzelt war. Ja. Also ich finde das schon erstaunlich, dass sich das denn so lang holen hätte. Also dass wirklich so, weiß ich gar nicht, wo lang wäre denn düsse Tiet, wo französische Truppen in Hamburg wären? Also in Norddeutschland, ne, insgesamt, Lübeck war ja auch betroffen von 1806, grob gesprochen, bis 1814. Das ist so eine sehr kurze Zeit, aber eben auch eine sehr traumatische Zeit. Also so die Hamburger haben das großes Trauma erlebt, die Besetzung der Stadt. Das hatte unterschiedliche Gründe. Also es wurde eine Zwangsherrschaft errichtet, die Pressefreiheit wurde beendet. Man hatte Kinder mussten in der Schule Französisch lernen, was sie natürlich nicht kannten. Also es mussten hohe Steuern und Abgaben entrichtet werden, um letztendlich auch den Russlandfeldzug mitfinanzieren zu können. Leute wurden zwangsrekrutiert und in französische Uniformen gesteckt und mit in die Grand Armee gesteckt. All diese Dinge spielten sich ab, und dagegen gab es natürlich große Vorbehalte. Nicht nur das, sondern die Bevölkerung hat aktiv unter der französischen Besetzung gelitten. Das war so. Das andere dabei ist, dass man, und das ist nicht so ganz unwichtig, dass auch mit dem Code Napoleon oder dem Code Civil, dem französischen Gesetzbuch, eben Bürgerrechte gekommen sind in die Stadt, die es so überhaupt nicht gab. Also es gab eine komplette Emanzipation der Juden in der Stadt, von mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. So, ne? Auch nicht zu unterschätzen, der Calvinisten, ne, sind ja nicht nur Juden gewesen, die stachen natürlich besonders raus, weil sie eben keine Christen waren, aber auch Calvinisten oder Katholiken hatten in Hamburg selbstverständlich nicht dasselbe Bürgerrecht wie protestantische Christen, beziehungsweise überhaupt keine Bürgerrechte. So, plötzlich von einem Tag auf den anderen war das alles möglich, also gab es das alles. Ne? Mit was für Rechten wären denn so Bürgerrechte verbunden in Düsseldorf? Also das Bürgerrecht ist ein sehr komplexes Land, es ist gestaffelt in unterschiedliche Grade. Du hast ein großes und ein kleines Bürgerrecht. In manchen Für Klassengesellschaft. Wurden Bürgerrechte nach 7 Klassen unterteilt. Also so ganz unten standen vielleicht so ärmere Höker und kleine Kaufleute, Handwerksmeister, und dann stiegst du so langsam auf. Ne? Und ganz oben in der Pyramide standen dann die Großkaufleute, die das volle Bürgerrecht hatten, die volle politische Mitsprache, Zugang zum Senat.
Also das heißt, du längst nicht jeder Bürger in der Stadt war ratsfähig, so wurde das genannt. Es waren nur spezielle Familien, die überhaupt nur Senatoren werden konnten und Bürgermeister. Und hätte sich das, also diese Innerdelen in ganz vielen verschiedenen Bürgerklassen, hätte sich das denn auch ändert? Genau, Mit den plötzlich Franzosen? hatten alle die gleichen Rechte. Also Ja. so Jan und Allemann, alle hatten das ganze Fußvolk, wenn du so willst, hatte schlagartig die gleichen Rechte. Und das war natürlich was sehr Bedrohliches auch für die alte hierarchische Ordnung. Natürlich. Ne? Also das sind ja sozusagen die Errungenschaften, die verbliebenen Errungenschaften der Französischen Revolution. Also Ja. so, das war ja sozusagen, was dann da mittransportiert wurde. Während hingegen sich die Revolution natürlich schon in der Person von Napoleon pervertiert hat, denn die hat keinen Kaiser vorgesehen. Also so, das war natürlich genau das, was man nicht wollte. Zugleich sind aber so als Unterspülung sind diese Rechte eben mitgebracht worden. Und das hat natürlich der Hamburger Oberschicht nicht gepasst. Also so, dass man plötzlich diesen exklusiven Club, den man war, protestantisch in der richtigen Familie, Kaufmann, das alles musste stimmen, damit du da Zugang zu politischem Rechten hattest. Das war plötzlich weggefegt. Ne? Also plötzlich konnte jeder hergelaufene Katholik, Calvinist, sogar Jude, konnte jetzt was werden. Also konnte ein öffentliches Amt bekleiden. Das war eben vorher überhaupt nicht vorgesehen. Und da gab es ja eben auch Neuerungen, wie zum Beispiel, dass Justiz und Verwaltung voneinander getrennt wurden. Also so, das war nicht mehr komplett alles miteinander verstrickt, sondern es gab eben eine deutliche Trennung, nicht so deutlich wie Staat und Kirche, aber eben auch eine Trennung davon, und das war natürlich alles nicht im Sinne dessen, was sich die Stadtoberen da vorgestellt hatten. Aber hätte Napoleon selbst auch triumphalen Inzug in Hamburg holen oder wäre he selbst auch gar nicht dabei? Nee, also der ist so weit nicht gekommen. Der ist so weit in den Norden nicht gekommen. Er hatte Präfekten hier. Davout war einer, der hier in seinem Namen geherrscht hat. Davout wurde er dann von den Hamburgern genannt, weil der diese ganzen Zwangsmaßnahmen einfach durchgedrückt hat. Übrigens da auch Davout ist natürlich, also müsste auf Plattdeutsch de Brass haten, ne? Also so, aber D ist natürlich ein plattdeutscher Artikel. Also so, Ja. das würde man auf Hochdeutsch irgendwie, würde es die Wut heißen. Dann würde es aber mit Davout nicht mehr zusammenpassen. Also nee, also so Napoleon selber ist hier nicht aufgetaucht. Der hatte hier so weit im Norden, das war ihm ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Ja, also ich habe nämlich als ich über Franzosen tiet und Napoleon mich vorbereitet habe sozusagen, ob das Thema ist mir empfohlen, dass das ja wirklich auch literarische Tüchnisse gibt von Lü, die das, also zumindest in Norgang, also ich glaube Heinrich Heine, der das schreiben hat, der wäre zu düsse Tiet so gerade mal so 10 Jahre alt, als Napoleon in Düsseldorf Inzug holen hat, aber hier hat halt wirklich so in einem von seinen Reisebilder so ein ganz, also bannig positives Bild von Napoleon eigentlich entworfen oder zumindest so ein sehr heroisches, also und hier schrift dort, als ich mich durch das gaffende Volk drängte, dachte ich an die Taten und Schlachten, mein Herz schlug den Generalmarsch und dennoch dachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, dass man bei 5 Taler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten dürfe, und der Kaiser mit seinem Gefolge ritt mitten durch die Allee. Die schauernden Bäume beugten sich vorwärts, wo er vorbeikam, die Sonnenstrahlen zitterten furchtsam neugierig durch das grüne Laub, und am blauen Himmel oben schwamm sichtbar ein goldener Stern, also so bannig, also sogar die Natur verbeugt sich für den Kaiser. Und in der ganzen Buch ist eigentlich Napoleon wirklich bannig positiv schillert und als so als wirklich positive Figur. Also das wo wäre das denn, also das wäre in Düsseldorf nur konkret, aber Heine hätte ja auch Verwandtschaft in Hamburg hat. Also sein Onkel hätte ja in Hamburg lebt.
Gibt das denn auch so für Hamburg so Tüchnisse, dass Lü das wirklich auch gar nicht positiv abgenommen habt, dass nur die Franzosen kommen sind? Weißt du da? Also natürlich in ganz Deutschland wurde ja zumindest in liberalen, in bürgerlichen Kreisen die französische Revolution zum Teil ja auch wirklich bejubelt. Ne? Also so, es gab ja Begeisterung überall in Deutschland, dass es plötzlich möglich ist, dass das Volk regiert, dass es eine richtige dass es eine Demokratie gibt und nicht nur eine Republik. Also so, das hatte man in Hamburg hatte man ja eine Republik. Aber das war so eine 5%-Republik, ne? Also so 5% der reichen protestantischen Kaufmannsfamilie und natürlich nur die Männer davon haben dann über die Regierung abgestimmt. Oder es mögen auch 10 gewesen sein, 5% ist im Grunde eine Zahl aus dem beginnenden 20. Jahrhundert. Da waren es vielleicht noch ein paar mehr. Das spielt aber auch keine Rolle. Also so nur das war das Selbstverständnis der Stadt. Also so, das waren Republikaner, so, die aber natürlich was ganz anderes wollten als jetzt die Franzosen. Ne? Natürlich gab es Freunde Napoleons, das gab es hier auch, aber damit sollte man sich besser nicht erwischen lassen. Also so, die waren nicht hoch angesehen und vor allem dann nach den Erlebnissen in der Franzosenzeit. Man hat die Vorstädte, die französische Armee hat die Vorstädte zerstört, also St. Pauli und St. Georg sind erstmal so als Warmmachübung platt gemacht worden, also sind komplett zerstört worden, um ein besseres Schussfeld zu haben für die Angreifer, die von dort kamen. Die Nordarmee, die Koalitionsarmee gegen Napoleon, die ist dann sozusagen auf Hamburg zugerückt und dagegen hat man als erstes mal die Vorstädte platt gemacht. Das hat einem natürlich nicht besonders, keine extremen Sympathien entgegengebracht. Aber das wäre, also das habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Also das wäre in den Krieg der dann gegen Napoleon anfangen worden ist. Und da habt die Franzosen dann die Vorstädte platt gemacht, um sich beide verdefendieren zu können. Sehr gut angewandt auch gleich. Ja, genau. Also so 1813, 14 hat die Nordarmee dann zurückgeschlagen. Also so man wollte Napoleon wieder vertreiben, beziehungsweise die Franzosen aus Hamburg vertreiben und ist auf die Stadt zugerückt. Und da hat man dann als Schussfeld, übrigens Glacis, was man auch heutzutage noch Glacis-Chaussee nennt, also so, hat dort die Vorstädte St. Georg und St. Pauli dem Erdboden gleichgemacht, damit man besser schießen konnte. Das hat man den Franzosen angelastet, das hat man aber in guter alter Übung, auch die Hamburger selber schon, immer schon gemacht, beziehungsweise der dänische König ist halt als erstes mal St. Pauli niedergemäht, also da wurde der ganze Stadtteil abgefackelt, weggerissen, alles was 2 Fuß hoch stand, wurde auf die Seite geschoben, damit man ein besseres Schussfeld hatte, also so damit man besser auf die Wälle der Stadt Hamburg zielen konnte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man damit nochmal sein deutliches Anliegen unterstrichen, dass es einem durchaus ernst ist. Also so, dafür hat man sozusagen, ja, so als Aufwärmübung erstmal 2 Stadtteile beseitigt. Das ist so die Vorstädte. Das sind lauter keine Spezialitäten der Franzosen. Das hat man durchaus auch schon früher gemacht. Aber das hätte sich so in kollektive Gedächtnis mit den Franzosen denn verbunden. Genau, und die Franzosen sind einfach, das war tatsächlich traumatisch. Also so dann wurden zu Weihnachten auch noch, zu Weihnachten 1813, hat man die Bevölkerung aus der Stadt geworfen. In großen Teilen die Franzosen waren in der Stadt, sie wurden angegriffen von draußen, man hatte Bastionen gebaut, man hatte sich eingeigelt und nun musste man
man versuchte die Bevölkerung zu dezimieren, eben da, um Verpflegung zu sparen. Ne? Und da gab es dann eine Auflage, die besagte, jeder muss sich für mehrere Monate muss Proviant horten für mehrere Monate. Und das konnten natürlich nur die Allerwenigsten. Das konnten nur die Superreichen. Alle anderen mussten raus vor die Tür. Und das geschah nun ausgerechnet zu Weihnachten. Also zu Weihnachten hat man die Leute vor der vorrückenden Nordarmee aus der Stadt geschmissen, damit man ausreichend Verpflegung für die hatte, die letztendlich noch in der Stadt waren. Viele Menschen sind erfroren, verhungert und so weiter. Und das sind tatsächlich die Dinge, die dann im kollektiven Bewusstsein hängen geblieben sind. Also das hat sich, wie du schon gerade richtig sagst, das hat sich eingebrannt aus der Franzosenzeit. Dass man zum Beispiel hochwertige Kultur wie das Franzbrötchen den Franzosen zu verdanken hat, wie der Name ja auch schon sagt. Ja, das ist ja eigentlich offensichtlich, dass das die Franzosen-Tit oder von den Franzosen kommt. Ja, also die Terrorherrschaft des Schwarzbrotes Jahrtausende lang hatte ein Ende. Das Franzbrötchen war geboren und war luftig, weich und hell und schmeckte natürlich fantastisch. Also es war süß von Anfang an. Das ist dem gegenüber ziemlich weit in den Hintergrund gerückt. So. Und Trottoirs angelegt worden sind und Brücken, dass gleiche Rechte für alle Bürger der Stadt waren. Also man muss sich schon vorstellen, dass irgendwie, kaum hatten die Franzosen 1814 die Schotten hinter sich dicht gemacht, da haben die Juden ihr Bürgerrecht wieder verloren. Also so, das war wie ein Kniereflex. Ne? Also kaum waren die weg, da wurden die alten Zustände wieder betoniert. Also die Zeit der Restauration setzte an. Und keiner hatte mehr, also auch Calvinisten oder Katholiken, alle sind ihrer Bürgerrechte verlustig gegangen. Das sind dann so Sachen im Grunde, die reaktionäre Impulse, die dann eigentlich auch in Vergessenheit geraten sind. Die aus der Stadt herauskamen, weil man das jetzt wirklich auslöschen wollte. Also diese Erinnerung an die Zeit, das sollte alles weg. Also es sollte genau so sein, wie es vorher war. Leider wurde es dann eben auch ganz genauso, wie es vorher war. Also jeder Modernisierungsschub, den die noch mit so eingeschwemmt haben, hatte sich damit erledigt. Ja, ob die kulinarischen, ob das, was kulinarisch zurückbleiben ist und Aufnahmen in den Sprach. Genau, und kommodisch zum Beispiel ist ja nicht das schlimmste Wort, was man da übernehmen konnte. Ne? Also so auch ein bisschen Lebensart hatte man da gelassen. Und solche Geschichten wie, vielleicht auch mit dieser Denkwürdigkeit könnte man das Thema ein bisschen abschließen. Fiese Mantenten machen. Stimmt, da hätte ich ja überschnackt, ne? Ja. Fiese Mantenten machen. Heute ist das eine Handarbeit. Das ist so eine Spitzenarbeit. Ich glaube, das wird geklöppelt, aber ich weiß es nicht ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine Handarbeit und das stammt angeblich aus der Franzosenzeit und da kommt es auch von dem Ausspruch oder der Aufforderung Visite mon temps, also Besuch mein Zelt, das dann irgendwelchen französischen Kavaliere ihren ich weiß nicht, ob das weibliche Verehrerinnen waren, aber jungen Mädchen irgendwie mit auf den Weg gegeben haben. Also man weiß heutzutage, dass das nicht stimmt. Das hat eine andere Wurzel, kommt in Wirklichkeit aus dem Lateinischen. Aber das spielt keine Rolle. Das ist so fest, hat sich in das Bewusstsein und ins Kollektivgedächtnis der Stadtbevölkerung eingezogen, dass es dort heute auch noch ist. So. Ja, also macht keinen Unsinn. Genau, hätte ja auch so was, muck kein Problem, laut den Tünkram erwähnen. So. Genau, genau, das wäre dann sozusagen die Spitze des Tünkrams. Man besucht da illegal irgendwelche Zelte und soll das nicht. Oh. Ja, gut, dann
Ja, habe ich glücklich auch noch ein paar mehr plattdeutsche Wörter lehrt, die aus der Französische kommt. Also, ja, bikomolig wäre mir da tatsächlich gar nicht so klar. Also ist total, ja, liegt total nah, aber ja, Kev dachte, das ist so ein ole plattdeutsche Wort. Stimmt gar nicht. Nee, es ist ganz altes Plattdeutsch und ist französisch. Genau. Wo aber glöwig, also keine plattdeutschen Lehnwörter sind glöwig, wobei Wien ist natürlich, so das kommt ja auch gut, ja, ja. Gut latinische auch eher, ne? Ihr sind ja wie das gute Gedicht Hoch oder Platt von Klaus Groth bin. Unbedingt. Genau, also und damit muck wie den Sack Tau, würde ich sagen. So als immer. Hoch oder platt. Dröch oder natt. Bär oder Wien. Groff oder Fien. Aber echt muddet sehen. Tschüss. Jo, vielen Dank und tschüss.